Hallo, hallo und herzlich willkommen zu meiner Folge 1 vom Let's Build auf IOCraft. Wie ihr vielleicht merkt, ich habe den Chat heute ausgeschaltet, weil ich habe die Episode schon mal versucht aufzunehmen und ja, bin recht zugespammt worden von ein paar Leuten und darum tue ich die jetzt dann nochmal aufnehmen und ja, ich hoffe, euch gefällt es. Ich habe da schon mal angefangen, den Grundriss zu bauen. Ich tue euch jetzt gerade oben im Ecke noch den Plan von dem Grundstück einblenden, damit ihr den auch seht und damit ihr auch wisst, wie viele Blöcke das sind, welche Richtung das sind. Und ich habe heute vor, den kleinen Teil hier zu bauen. Also das ist so ein kleines Häuschen und ja, da wird ein grösser Teil sein und das läuft dann in höheren Stockwerken zusammen. Ich habe da auf dieser Insel schon eine Kiste angestellt mit ein paar wichtigen Sachen, einen Ofen und so weiter, falls ich das mal brauche. Und da, ja, seht ihr, da sind ein Haufen Baumaterialien dabei. Ich werde mit sehr viel Fichten arbeiten, mit Dunkeleichen, Schwarzeichen oder wie die heisst. Und ja, ich brauche sonst noch ein bisschen Dekoration. Da seht ihr auch, ich werde an mein Haus ein bisschen Weins anhängen, damit das auch cool aussieht. Außerdem habe ich für zukünftige Let's Builds da unten schon mal so Unterwasser-Aussichtspunkte angebaut, weil ich will das natürlich auch realistisch bauen und muss da durchbauen. Also ich muss das irgendwie mit dem Boden verbinden. Noch zu meinem Plan. Ich habe eigentlich schon das ganze Haus in dem Sinn so weit vorgeplant, dass ich weiß, dass das da die absolute Mitte von meinem Haus sein wird. Beziehungsweise das ist einfach die Mitte vom Grundstück und ich habe jetzt das Haus so angefangen zu bauen, dass es nachher ziemlich in der Mitte sein sollte. Da, der Boden, habe ich gedacht, ich mache den aus Fichten, Spruce. Und ja, damit es einfach es sollte ein bisschen heimelig aussehen, es sollte ein bisschen dunkel sein. Spruce hat eine sehr schöne Farbe, finde ich, im Vergleich zu Dschungelholz, was mir jetzt gar nicht gefällt. Und ja. Ach, wenn ich nicht immer ins Wasser kriege, dann wäre das auch gut. Ich habe übrigens vor, die Episode ein bisschen kürzer zu halten, weil ich habe gemerkt, ich brauche sehr lang, um dort Untertitel anzuzeichnen, anzuschreiben. Und ja, ist halt ein bisschen nervig. Ich kann jetzt übrigens, ich muss schnell aufmachen im anderen Fenster, ich habe da noch einen Plan gemacht, den blende ich euch auch gerade ein, für das kleine Gebäude, was ich da anbauen will. Und der Plan ist eigentlich ziemlich einfach zu verstehen. Ich zeige einfach im Plan, welche Blöcke wohin kommen und da kommen jetzt so 5 in die Höhe rauf an. Ich habe sowieso vor, also sehr hoch zu bauen, weil ich kann es nicht ausstehen, wenn ich nach 2 Blöcken oder nach 3 Blöcken schon die Decke über dem Kopf habe. Und ich brauche in jedem Raum ich einfach so ein bisschen Luft gegen oben, damit es auch ein bisschen angenehm wirkt. Und jetzt haben wir das so und da können wir eigentlich gerade noch schnell so Querbalken anbauen. Die braucht es sowieso überall. Und die rundet das dann also schön ab. Ich will das Haus mit genug Profil bauen, damit es auch nicht langweilig aussieht von außen. Und innen natürlich, das Interior Design kommt natürlich auch noch. Also ich will auch übrigens immer zuerst einen Raum fertig bauen, das heißt innen fertig ausstatten, bevor ich da gross weiterbaue in das Stockwerk, weil ja, sonst wird es wahrscheinlich nie Innenausstattung bekommen und das ist ja immer das Interessante an diesen Let's Builds. So, fangen wir jetzt da mal an. Ich habe da so ein Muster vorgesehen mit Stone Brick Stairs, dass ich da so ein bisschen, wie sagt man dem, eben nicht Profil in die Wand rein tue, sondern einfach, dass sie ein bisschen uneben aussieht und es wirkt dann auch immer ein bisschen besser. Und jupp. Das Problem ist, doch, ich habe noch genug Glas. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich hätte nicht mehr genug Glas dabei, aber
das sollte lange. Da wird jeweils so da Glas hin tun. Und dann sieht man auch schon, dass es da so leicht führen schaut. Und ich finde, das hat einen sehr coolen Effekt. Und ja, gefällt mir sehr. Der da oben muss ich übrigens noch so einen hin tun. Da noch Kabel. Und der kommt da. Nein. Eins weiter runter. Stein an und Cobble Stairs. Wenn ich die gerade in meiner Menüleiste hätte, die sind da. Schön. Und das ist so ein Muster, das wiederhole ich über 3/4 vom Haus. Das werdet ihr auch sehen. Also ich finde, es hat damals nicht so einen schlechten Effekt, wenn man Muster wiederholt. Aber man darf es halt einfach nicht überall genau gleich haben, weil dann ist es auch wieder irgendwo langweilig. Da können wir wieder so einen Stein machen. Cobble, Glas und Stairs. Stairs are staring at me. Wow. Da habe ich jetzt gerade versaut gesehen. Und meine Witze sind nicht mal gut. Aber ja, egal. So. Und so. Und. Ach, da habe ich doch schon ein paar in der Hand. Block Placement. I failed. So. Und das will ich dann, dass es ein bisschen auf 3 von 4 Seiten so aussieht. Und dann hänge ich da gerade noch, ach, jetzt habe ich mein Fleisch so geschmissen. Dann hänge ich da gerade noch ein paar Vines an und dann kann das möglichst schnell, möglichst bald wachsen. Weil es sieht doch immer ein bisschen cool aus, wenn man da... Nein. Überall sollte ich auch keine haben. Sonst ist es zu viel. Nicht jedes Fenster muss verwachsen. Das ist immer das Gleiche da. Und da auch. So. Da. Nein, nicht da. Genau. Eigentlich wollte ich das spannend machen, das letzte Bild, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich rede ein bisschen wenig. Na, gibt für mich weniger Untertitel zu übersetzen, immerhin. Nein, aber ich darf ja nicht redevoll werden, weil sonst... Ja, sonst schaue ich das nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr drauf habe. Ja, wenn ihr alle meine wunderschöne Stimme hören. Nein. So. Da haben wir es auch schon mit dem. Jetzt müssen wir da noch ein paar Weins anhängen, damit wir auch da ein Wein davon drüllen können. Knapp habe ich. Ich weiß auch nicht, warum meine Witze schlecht geworden sind. Vielleicht sind sie auch noch nicht gut gewesen, ist die andere Sache. Kabel. Bin halt noch ein Anfänger im Witze machen. Hey. Das war böse Stege gewesen. Glas. Das. Glas. Das ist eigentlich sehr repetitiv. Ich weiß auch nicht, ob ihr das noch spannend findet oder nicht. Sonst könnt ihr auch führen. Spulen. Zunge verschlucken. Nein. Die Stege haben es nicht gut mit mir.
Genau. Genau, das meine ich. Ja. Ja. So. Ich meine, jetzt die Seite, das ist alles symmetrisch. Und die wird ein bisschen anders. Weil ich will eigentlich so eine schöne kleine Passage machen, wo man mit dem Bötchen durchfahren kann. Da kommt ein Eingang rein. Und nachher wird es so einen kleinen Bogen drüber haben. So, wie sagt man dem? Einfach eine kleine Passage durch. Und darum mache ich das da ein bisschen anders. Ich mache das nämlich... Ich bräuchte wieder Cobblestones. Die habe ich eigentlich nur, die Stairs. Dann... Nein. Mache ich das so, dass ich da ganze Blöcke setze. Und da verkehrt um die Stegen. So. Und so nicht. Genau so. Und dann geht es eigentlich gegen oben ziemlich ähnlich weiter. Und zwar Glas, Glas. Da auch. Da kommt die Tür an. Die bauen wir gerade mal schnell an. Die setze ich von innen, damit sie auf dem Block da ist. Damit sie auch gegen aussen aufgeht. Platz effizient nutzen. Der ist wieder gleich. Und da ist es ein bisschen anders. Die Stege so. Und da wieder ein Sonnenblock. Also das ist immer noch gleich. Das sage ich eigentlich, das ist ein bisschen anders. Gegen oben wird es ein bisschen anders. Und zwar statt zweimal so gegen oben zu setzen, setze ich jetzt eine Stege so und eine so. Das heißt, dass es von der Seite so aussieht. So und so. So und so. Und so. Und so. Da bei der Türe kommt da nochmal Cobblestone Stairs Upside Down und so ein Block ran. Und dann müsste ich noch, habe ich gedacht, ich tue da so Fackeln anhängen. Und für die Fackeln gibt es immer das coole Design mit dem Bilderrahmen. Das kennt ihr vielleicht schon. Wenn ihr, ja, das habe ich nicht wollen. Wenn ihr schon ein paar Let's Play, Let's Build... Was ist mit dem los? Ich will das im Bilderrahmen drin tun. Mann. Jetzt, gut. Kennt ihr vielleicht schon das Design und nachher nimmt man da eine Fackel und tut sie da so an. Und dann sieht es so mega cool aus. Und ich würde sagen, das ist es mit der Episode für heute. Außer dass ich jetzt da noch ein paar Weins anhänge. Weil ich will sie ja wirklich kurz halten. Und dann kann ich in der nächsten Episode weitermachen mit der Inneneinrichtung von dem kleinen Häuschen. Und da nochmal ein bisschen Reben an, weil sonst sieht das ja nicht episch wasserig aus. Richtig überwachsen. Und ja, dann sieht man sich beim nächsten Mal. Nein, ich habe die Stege da vergessen. Bevor ich da noch gehe, ich sollte das doch richtig fertig bauen. Und da auch. Cobblestone Stairs. Da will ich eben wirklich so irgendetwas gegen bauen, damit es realistisch aussieht. Und das ist momentan auch gerade die Planung. Aber es könnte ein bisschen dauern, weil, ja, also bis wir überhaupt da ankommen, bauen dauert das viele. In dem Fall wünsche ich euch einen schönen Tag und falls ihr das noch vor Weihnachten seht, schöne Weihnachten und genießt die Festtage. Ciao!